Gell, wenn man so längere Zeit mit einem Thema unterwegs ist, kann das Thema manchmal auch ein bisschen genügeln. Vielleicht geht es dir jetzt so ein bisschen so, wenn du denkst, schon wieder Liebe, das Herz ist davor und dann haben wir Fleisch gewordene Liebe haben wir gesungen oder gehört, das Musikstück. Und manchmal kann das immer genügeln, aber es kann auch sein, dass es eben sehr ein wichtiges Thema ist. Das Thema Liebe. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit, als ich mich jetzt da mit dem Korintherbrief auseinandergesetzt irgendwie sind mir auch die Menschen in Korinth auf einmal ganz lieb geworden. Und dann habe ich gedacht, das ist etwas Spezielles. Ich kenne keinen einzigen von denen. Ich habe niemanden gesehen oder nicht irgendwo ein Schriftstück oder irgendetwas oder ein Dokument oder ein Bild. Aber auf einmal sind mir einfach auch die Menschen in Korinth ganz lieb geworden, obwohl sie eben zeitlich und räumlich getrennt sind. Und nämlich letzte Woche bin ich da habe ich am Abend gedacht, jetzt möchte ich einfach etwas schauen, wo man nicht viel studieren muss. Und dann habe ich da auf dem SRF gesucht und nachher habe ich einen Film gefunden, Zauberhaftes Penepolis, glaube ich, hat er geheißen, irgendwie so. Das ist eben über genau die Halbinsel, wo Korinth dort am Schluss steht. Und irgendwie habe ich gemerkt, wie mein Herz so anfängt zu jubeln und eben, wie mir die Menschen dort so nach sind. Wieso sind wir so nach geworden? Weil ich glaube, das sind Menschen, die ganz wie wir auch mit Jesus unterwegs sind. Menschen, die mit Herausforderungen stehen. Und eben manchmal haben wir auch so das Gefühl, ja, unsere Sorgen, die sind jetzt so wichtig oder so zentral oder so weltbewegend. Und wenn man dann ein bisschen den Fokus auftut und merkt, aha, ja, eben, die schon vor 2000 Jahren das Knörz gehabt, die müssen Gedanken machen zum Thema Finanzen, die müssen Gedanken machen zum Thema, wie gehen wir als Gemeinde miteinander um, wie leben wir Liebe, wie ist das mit der Sexualität. Alles zusammen Sachen, die uns genau gleich heute auch noch betreffen. Und das ist doch irgendwie auch etwas, was ganz schön ist, etwas, was uns auch immer wieder so ein bisschen entlasten soll. Wir sind nicht die jetzt die Ersten sind, die diese Probleme haben, aber wir sind auch nicht die Ersten, die jetzt vielleicht irgendetwas Wunderbares herausgefunden haben. Es gibt eben Bibeln, wo die Menschen das so beschreiben, wo das beschrieben wird, wo auch Antworten offeriert werden von Leuten, die sich eben mit dem auseinandersetzen. Und ich habe mich auch so gefragt, ja, wie der Paulus so einen Brief schreibt, das haben wir auch schon gesehen, das ist halt etwas, was zeitlich nicht mehr so in ist. Man schreibt nicht einmal mehr ein E-Mail, oder? Es sind nur noch Kurznachrichten, SMS, WhatsApp und so ein bisschen die Nachhaltigkeit, die bleibt. Man muss ja manchmal sagen, ja, zum Glück tut das Google oder Facebook, ein Konzern, irgendwo speichern bei sich, für einen da zu überwachen. Man muss sagen, Halleluja, die das speichern, dann bleibt es irgendwo erhalten, oder? Und dann vielleicht sie so lesen und werden auch angesprochen davon. Müsst euch das einmal überlegen, oder? Was dir da für Inhalte gibt. Aber vielleicht auch mal zu überlegen, aha, wenn das so bleibt, ja, was gebe ich für Inhalte? Ist es wirklich Sachen, die auch jemandem anders zur Erbauung dienen? Oder ist es irgendwie etwas, wo ich heute über die Tasten meinen Frust abladen kann und nachher ist das auf ewig und immer irgendwo im Internet vorhanden? Vielleicht wieder einmal sich überlegen, aha, ein Brief, etwas schreiben, auch für jemandem vielleicht eine Antwort zu geben oder jemandem auch Zeugnis abzulegen. Der Paulus ist in diesem Korintherbrief über weite Teile mit dem Thema Gaben beschäftigt. Und er hat eben so im 13. Kapitel wie einen Zwischenschub gemacht. Das ist das Thema von der Liebe. Und dann könnte man sagen, ja gut, jetzt gehen wir ins Kapitel 14, jetzt haben wir das Thema Liebe abgehakt, Kapitel 14, neue Seiten aufschlagen. Und was schreibt der Paulus als erstes? Strebt nach der Liebe. Strebt nach der Liebe, oder? Oh nein, jetzt hast du doch genug, jetzt hast du doch ausgeführt, jetzt hast du doch das erklärt. Und schon wieder fährst mit dem an. Es könnte immer fast ein bisschen viel werden. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir uns wieder mal überlegen, was ist das für ein Ort? Was ist das
für einen Empfänger? Wer hat diesen Brief bekommen? Eben, was waren die Probleme von diesem Ort? Und wir haben uns da schon ziemlich ausführlich darüber Gedanken gemacht. Vielleicht einfach nochmal so ein bisschen als Erinnerung. Korinth, die Hafenstadt. Korinth, die Stadt, wo verschiedene Kulturen zusammenkommen, verschiedene Weltanschauungen. Eine Stadt, wo auch verschiedene Religionen zusammenkommen. Eine Stadt, wo vielleicht nicht unbedingt klar ist, natürlich der römische Kaiser, der ist sicher unbestritten, aber auch da, es ist eine Vielfalt von Kulten und Kulturen, die da zusammenkommen. Und in vielen von diesen Religionen oder von diesen Kulten, ich weiß gar nicht, ob die Leute so bewusst vielleicht dem Kult nachgegangen sind. Und das ist manchmal auch etwas ganz Aktuelles. Wir haben den letzten Sonntag vom Thema Yoga gehabt. Und vielleicht, ja, da sieht man, das tut dem Körper gut, man macht das so. Und gar nicht so überlegt, das ist eigentlich, sind das Anbetungshaltungen, eigentlich sind das Gebete, die man aussprechen. Also was ist da dahinter? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Korinth ähnlich war. Vielleicht hat man einen Vorteil von etwas gehabt, wenn man an einem Ort mitgemacht hat. Oder es ist mehr darum gegangen, ja, was ist mein Gewinn, wenn ich dort mitmache. Vielleicht irgendwo, für dass ich eine Arbeitsstelle bekomme, dass ich im richtigen Verein, im richtigen Kult, im richtigen Sekte, könnte man sagen, drin war. Es ist bei diesen Kulten auch vielfach darum gegangen, für eine Bewusstseinserweiterung, ekstatische Erlebnisse, die man vielleicht miteinander machen kann, aber eben auch entartete sexuelle Riten. Und da kann man einfach sagen, das Christentum ist da dagegen, das ist wie ein Kontrapunkt, oder? Das ist eben nicht Liebe, wo es eben darum geht, dass wir jetzt alle miteinander Sex haben oder so, sondern es ist eben etwas anderes. Das Christentum hat eine andere Qualität. Das Christentum ist auch etwas, das nicht geheim ist. Es ist nicht geheim. Also grundsätzlich kann jeder da reinkommen. Heute Morgen, die Tür ist offen. Und das ist mir auch etwas, was mir ganz wichtig ist. Das scheint mir ganz ein wichtiger Wert zu sein. Darum bin ich auch der Meinung, also öffentliche Gottesdienste, das hat eben etwas ganz Wertvolles. Schon im 3. Kapitel von dem Korintherbrief tut der Paulus beschreiben, was es bedeutet, ein Mitarbeiter von Gott zu sein. Wir bauen das Reich Gottes, sagt er dort, von sich und von seinen Mitarbeitern. Das eine tut säen, der andere tut wässern, dass Gott aber das Wachstum schenkt und eben, dass diese bauen und das aufgebaut wird, aber alles auf dieser Grundlage von Jesus Christus. Wir dürfen das Reich Gottes bauen. Und jetzt ist wieder eben das Wort von dieser Liebe. Und ich glaube, die göttliche Liebe, das ist sozusagen der Baustoff oder so ein bisschen das Qualitätsmerkmal von diesem Bau. Wenn wir jetzt im Bild vom Bau reden, das ist das, wo du die Bauabnahme hast und nachher sieht man, ja, da ist Liebe drin. Das ist ein Bau, der aus Liebe bauen ist. Wo ein Qualitätsmerkmal vom Reich Gottes ist. Und jetzt ist heute so das Reden, prophetische Reden, in die Zunge reden. Und ich glaube, wenn wir das jetzt weit mitnehmen, die Liebe, wie reden wir miteinander? Wie reden wir miteinander? Was ist unsere Absicht, dass wir miteinander reden? Und wenn wir jetzt da so gerade nachbrechen, dass wir sagen, die Liebe, das Qualitätsmerkmal, wie dass wir miteinander reden. Ist die Liebe Motivation, dass ich jemandem etwas sagen will? Oder ist es mehr Motivation, dass ich Recht bekomme? Etc. Das, was wir sagen, durch das, was wir sagen, soll in die Glieder vom Leib erbaut
und aufgebaut werden. Und das ist auch das Wort, das der Paulus da braucht. Das ist nicht so Erbauung, es geht mir dann besser, sondern das ist wirklich aufbauend. Also das ist etwas, das darf wachsen durch das, was wir sagen. Und da werde ich so zum zweiten Punkt kommen. Das ist für mich, wo man aus dem herausspüren kann, die Kraft von der Sprache. Die Kraft von der Sprache. Wenn ich am Morgen meiner Tochter sage, sie soll sich jetzt anlegen und sie soll dann schauen, dass sie am 8 Uhr parat ist, für dass sie dann in den Kindergarten kann, dann haben wir momentan das Gefühl, die Sprache habe keine Macht. Die kann einfach neben dem Bett hocken und da geht einfach nichts. Jetzt habe ich es doch 3-mal gesehen. Jetzt mach vorwärts. Und dann haben wir dann manchmal das Gefühl, die Sprache hat nicht Macht. Aber eben, wir wissen nicht, was da eigentlich auch bei der Loisa ankommt, wenn wir das sagen, was das macht. Und wir haben jetzt auch schon gemerkt, das ist gut, manchmal zu fragen, du, wieso? Wieso, jetzt habe ich das doch gesehen, wieso machst du jetzt nichts? Wieso löst das bei dir nichts aus? Und nachher merkt man dann, wie ist der Kindergarten? Ich habe darum gestern am Robert gesehen, er sei ein bisschen blöd. Und eigentlich möchte ich heute gar nicht so gerne in den Kindergarten, etc. Oder dann merken wir dann, das bringt schon etwas, was wir sagen. Und wir sind sehr gespannt, wie das mit den Teenagern ist, wenn wir in das Teenageralter kommen. Aber auch dort, ich bin dort überzeugt, unsere Worte, was wir sagen, das hat schon Macht, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es komme nicht an. Mir hat das so auch fasziniert, die Kraft von der Sprache. Das ist auch, wenn wir die Bibel anschauen, das ist ganz spannend, wenn wir das mal von diesem Gesichtspunkt her anschauen. Gott hat durch die Sprache die Welt geschaffen. Er hat nicht die Pflasterkelle vorgenommen, den Betonmischer angeladen oder so, sondern er hat gesehen, er hat gesprochen und es ist geworden. Das ist ganz etwas Spannendes. Oder nachher auch beim Turmbau zu Babel hat Gott gesehen, die Leute sind mächtig, die sind einflussreich, weil sie die gleiche Sprache reden. Also brechen wir die Macht brechen, indem wir ihnen verschiedene Sprachen geben. Nachher habe ich diverse Berufungen, zum Beispiel der Samuel, die Nacht akustische Stimme gehört. Samuel. Oder beim Jesaja, oder dann natürlich auch die ganzen neutestamentlichen Berufungen, komm, folge mir nach. Also ein Wort von Jesus, ein kraftvolles Wort. Ja, man sieht doch, gängig steigt der dem nicht ins Auto, der Kind, oder? Sieht man so. Aber hier kommt ein Mann, ein Zimmermann aus Galiläa, und der sagt, komm, folg mir nachher. Und die Leute machen es. Also da muss mehr dahinter sein, weder einfach nur eine Aussage. Es muss eben eine Kraft drin sein. Und dann nochmal so ein Negativbeispiel, wo wir uns in den Sinn kommen, Jakobus 3,5. Dort lesen wir, dass die Zunge ein kleines Glied ist und dass man sogar mit der Zunge, mit der Sprache einen ganzen Wald anzünden kann. Also, aber das wird da im Negativen gebraucht. Also unsere Sprache, die hat Macht. Sind wir uns das bewusst? Sind wir uns das bewusst, dass das, was wir sagen, dass das eine Kraft hat? Und auch das, was wir hören, hat eine Kraft. Und dass wir uns auch bewusst werden, himmlische Sprache. Himmlische Sprache, das ist, je himmlischer das eine Sprache ist, wie kraftvoller ist sie. Also da, wo Gott geredet hat, da ist eben die Welt entstanden. Das ist himmlische Sprache. Und ich glaube, da drinnen sieht der Paulus, oder wenn er da von diesen Zungen redet, von diesen Sprachen, die man eben nicht versteht, ich glaube, das ist das, was wir ein bisschen mitnehmen müssen, wenn wir uns über das Gedanken machen. Sprache ist auch eine Ressource, etwas sagen. Wir können uns selber etwas sagen, das tut uns gut. Wenn es mir schlecht geht, dass wir wirklich laut sagen kann, nein, ich bin ein Kind Gottes, die Wahrheiten, das haben wir gestern gelernt. Nicht nur, dass die Leute Wahrheiten erkennen, sondern man geht dort den Leuten mit auf den Weg, jetzt die Wahrheit, die du von Gott hast bekommen, aufschreiben und wiederholen. Die einen haben gesehen, in 20 Tagen und die anderen 42 Tage
dass man sich das wirklich verinnerlicht, indem dass man es eben immer wieder sieht. Und jetzt die Möglichkeit, dass Gott uns eine Sprache gibt, die wir nicht verstehen können, die wir nicht wissen. Ich bin nicht einer, der in Sprachen beten. Ich habe mich jetzt da noch nicht so gewagt. Aber ich staune immer wieder, auch wenn ich das höre, manchmal in einem anderen gemeindlichen Kontext, auch Leute, die in Sprachen beten. Und das ist wie für sie eben eine ganz starke Ressource. Und ich höre das auch gerade von Leuten, die in der Verfolgung sind, dass sie anfangen, eben in unbekannten Sprachen zu beten, in Worten, die sie selber nicht formulieren oder nicht so formulieren, weil Gott ihnen die Worte eingibt. Und sie werden durch die Worte gestärkt. Ich glaube, das ist etwas, was da wichtig ist. Und das andere ist auch, du hast schon 2, 3 Berichte gehört, also von Leuten direkt, nicht von ihm, von einem anderen so, dass jemand hat gemeint, er rede in einer unverständlichen Sprache, in einer Gemeinschaft innen, und das ist aber zu jemandem anders, ist das dann eine Sprache gewesen, die der eben geredet hat. Das wäre so eine Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist ist gekommen, wo sie dann in verschiedenen Sprachen geredet haben. Sie haben gemeint, sie sagen etwas Unverständliches und sie sind zu Verkündiger von der guten Nachricht geworden. Und ich möchte euch aufrufen, ja, wenn ihr merkt, Gott legt euch so eine Sprache aufs Herz, braucht das auch. Ich glaube, die Sprache, die Gabe vom Sprachengebet, das heisst hier, das sieht der Paulus ganz klar, wir sollen die Gabe brauchen. Aber es dient eben primär zu der eigenen Kräftigung, zu der eigenen Stärkung. Und ich habe mir so überlegt, das ist eigentlich logisch. Unsere Sprache ist sehr stark geprägt von uns selber. Also wir könnten jetzt am Oskar, am Walter, am Elias ein Thema geben, wo ihr darüber müsstet reden. Es wäre das gleiche Thema. Ihr hättet vielleicht sogar das gleiche Wissen, aber ihr würdet in anderen Worten über das Thema reden. Weil die Worte, die ihr redet, sind durch eure Persönlichkeit geprägt. Und Halleluja ist es das so. Das ist nämlich hier drin auch. Das sind ganz verschiedene Autoren. Es ist inspiriert, das Wort Gottes. Aber es kommt immer die Persönlichkeit vom Autor raus. Also der Paulus, wieso wissen wir so viel über den Charakter, über das Wesen von Paulus? Weil er so viele Briefe geschrieben hat. Weil sein Wesen kommt zum Ausdruck. Und je mehr, je weniger Menschliches drinnen ist, je unverständlicher wird es auch für die Menschen. Also je himmlischer etwas ist, was wir sagen, ist logisch, dass das unverständlicher wird, weil unsere Person weniger reichen wirkt. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch das, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen himmlisch reden. Und das ist viel zu grösseres Problem. Wir haben das Gefühl, so kaum sind wir da innen, müssen wir anders reden. Und dann haben wir das Gefühl, wir reden dann himmlisch. Aber das sind irgendwelche Worte, die einfach niemand versteht. Aber nicht, weil es ein frommer Wortschatz ist, den wir uns irgendwie angeeignet haben. Weil wir den einen oder anderen hören, fromm beten, schöne Worte sagen. Und das ist nicht himmlisch reden. Das ist so eine Sprache von Kanaan. Und auch da sagt der Paulus, hey, redet doch so, dass die Leute verstehen. Ich glaube, das ist fast das grössere Problem. Das ist die Frage, ja, sollen wir denn lieber schweigen? Sollen wir denn lieber nichts sagen? Ja, vielleicht ist das so in mir angewandt, vielleicht rede ich auch anders da vorne, wenn ich mit euch an die Tür rede. Probiere es nicht. Aber man muss sich das immer wieder an die Ohren nehmen. Aber vielleicht soll ich dann gescheiter nichts sagen. Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das Schweigen ist eine riesen Not von der Gemeinde. Und das Schweigen, das ist super, wie es Dennis gesagt hat. Ja, wenn ich besser schreiben kann, dann kann ich auch reden über das Schreiben oder über das Tanzen oder über irgendetwas. Aber ich glaube, es ist eine grosse Not,
Dass wir das Gefühl haben, nein, das versteht der andere nicht. Oder die Ausdrucksform, die ich habe, das versteht der andere nicht. Wir haben vielleicht Angst, dass unsere Worte zu wenig von Gott und zu stark von unserer eigenen Persönlichkeit geprägt sind. Und ja, wenn wir reden, ist das, was wir sagen, immer von uns geprägt. Aber das sieht ja der Paulus selber, das hat er im Kapitel 13 gesehen. Das prophetische Reden, auch das prophetische Reden ist Stückwerk. Es ist Stückwerk. Auch wenn wir Erkenntnis von Gott weitergeben, es ist Stückwerk. Und es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und wenn wir etwas Erbauliches sagen, ist es nötig, dass wir uns auch überlegen, ja, was ist das Stückwerk vom anderen? Dass ich mir auch Mühe gebe, zu fragen, wo er steht, wo er unterwegs ist. Und ich glaube, etwas ist da ganz wichtig, es ist eben auch zu üben. Nicht sagen, oh, ich bin lieber still, sondern üben. Und ich habe da Instrumente mitgenommen, die werden mehr oder weniger gebraucht. Also dieses da jetzt fast ein bisschen zu viel. Die AL ist dran am Weihnachtslieder üben, etwa schon einen Monat. Und das ist manchmal fast ein bisschen too much. Aber es kommt gut, es tönt schon ein bisschen gut. Und das Instrument, das ist vielleicht eines, das eher ein bisschen weniger gebraucht wird. Das ist das, was der Noah übt. Aber auch da, wenn sie üben, dann merkst du, aha, es wird besser. Es tönt besser, oder? Langsam muss man die Stubentür nicht mehr immer fest zutun, wenn sie üben. Es tönt schön. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir üben. Und dass wir uns so bewusst sind, wenn wir eben auf dem Kornett spielen, dann sind wir nicht auf einer Gitarre. Das sieht der Paulus. Wenn wir eine Trompete sind, sollen wir eine Trompete sein und nicht das Gefühl haben, wir müssen eine Gitarre sein. Wir dürfen als Trompeten und als Gitarre Gitarren. Und wir dürfen das so üben, als das, was wir sind. Und ich glaube, auch das ist ganz etwas Wichtiges. Dass wir uns nicht einschüchtern und sagen, ja, wenn der andere jetzt halt Gitarre ist, oh, der hat Erkenntnis, der kann das so gut weitergeben. Du bist vielleicht eine Trompete, du bist vielleicht nur ein Triangel, der einfach Bling macht. Das ist gleich. Ein Instrument in Gottes Hand. Ein Instrument, wo Gott, wo Prophetie, wo Weissage soll ins Umfeld geben, wo soll klingen, wo soll gehört werden. Und da ist auch das zweite Bild, das Paulus braucht, mit dieser Schlacht, dass man eben deutlich muss sein. Deutlich. Und das ist dann mir, aber als ich noch da mit dem probiert, dann habe ich dann manchmal gemerkt, oh, ich bin unsicher. Und dann wird man ein bisschen leislicher, dann tut man lieber ein bisschen mehr mit den Fingern drücken, ein bisschen weniger blasen, oder? Dann sieht es wenigstens optisch aus, als macht man etwas, oder? Und hofft, dass der dann eben dran ein bisschen lauter tut, spielen. Das bringt nichts. Also, üben, 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 weitergeben und danach streben, dass wir wirklich laut und deutlich das auch weitergeben können. Im Wissen, es ist Stückwerk. Was ist denn die Botschaft? Die Grundbotschaft, wenn er das Bild vom Krieg braucht, vom Kampf ziehen? Das ist die Frohbotschaft. Also das ist der einzige Krieg, wo wir schon wissen, wir haben gewonnen, bevor wir überhaupt in den Kampf ziehen. Es ist die Frohbotschaft vom Sieg von Gott. Und getrieben durch die Botschaft, also es ist nicht nur ein schönes Instrument, es sind nämlich auch gute Noten, die er uns anvertraut hat.
Wir dürfen in den Kampf ziehen. Wir dürfen die Botschaft weitergeben. Wir dürfen das, was Gott uns aufs Herz legt, dürfen wir weitergeben. Wir dürfen austauschen. Wir dürfen einander motivieren. Wir dürfen einander stärken. Und ich bin so froh für jedes, der heute Morgen etwas geteilt hat. Das waren wirklich ganz ermutigende Sachen gewesen. Sachen, die mich auch motiviert haben. Und ich werde euch wieder so ein paar Fragen mitgeben für die nächste Woche oder die heutigen Tag, wo ihr ein bisschen darüber nachdenken könnt. Die erste Frage: Wo habe ich in dem, was ich jemandem sagen wollte, die Liebe vergessen? Wo habe ich in dem, was ich jemandem sagen wollte, die Liebe vergessen? Das ist die Grundlage. Also, das wäre vielleicht super, wenn wir das nächste Mal so, etwas sagen, nein, was habe ich für eine wollte ich wirklich in Liebe etwas sagen dem? Und dann erst etwas sagen. Das wäre so eine Hilfe vielleicht. Wo habe ich mich am göttlichen Ansprechen verschlossen? Also wenn wir sagen, Gottes Wort ist machtvoll, seine Sprache ist machtvoll, wo bin ich nicht empfänglich gewesen, für das mich Gott anspricht? Und wo habe ich damit auch eine Kraftquelle abgewiesen? Und die dritte Frage: Wo habe ich in falscher Demut oder im Unbewusstsein über die Kraft von Gott die gegebenen Worte nicht weitergegeben? Wo bin ich stumm geblieben? Wo habe ich meinen Beitrag zur Erbauung bewusst oder unbewusst zurückgehalten? Also, wo ist das, was ich sagen will, nicht von Liebe geprägt war? Wo habe ich mich der göttlichen Kraftquelle verschlossen, indem ich mich eben auch am göttlichen Ansprechen verschlossen habe? Und das Dritte ist, wo habe ich in falscher Demut oder in Unwissenheit darauf verzichtet, die Kraft vom Wort Gottes weiterzugeben, um meinen Beitrag zur Erbauung bewusst oder unbewusst zurückzuhalten? Das wären so die 3 Fragen, die ich euch mitgeben möchte.